Willkommen zurück hier bei Tales of Xillia 2, einem Spiel, das sich vor allem durch eines auszeichnet, und zwar durch Geldfarmen, nämlich um Schulden zurückzubezahlen. Tja, ist leider irgendwie wahr. Leider deswegen, weil, ja, es streckt ja das Spielziel noch und mittlerweile geht es mir schon ein bisschen auf den Zeiger, muss ich ganz ehrlich mal zugeben. Aber gut, dann lassen wir natürlich nicht die Laune verderben und so, wäre ein bisschen doof, sondern wir versuchen trotzdem das Beste daraus zu machen. Yep, deswegen ganz kurz noch hier die Mucke ein bisschen lauter. Ja, gute Frage. Nächste Frage, die mir gerade, oh, ein bisschen falsch zwar, na egal. Okay, von einem Gaius im Team, das ist immer noch ganz geil, 33. Okay, das passt ja mit Mila und Elise zum Heilen. Luger, jo, das Team könnte passen. Aber, wie gesagt, wir müssen da, Moment, machst du ja ein bisschen falsch gerade. Entschuldigung, ja. Das heißt 1000, okay. Das hier, zahle einen Teil an Schulden ab, immer noch gut. Das ist noch ein guter Zeitpunkt, um noch ein paar Sidequests zu erledigen. Zum Beispiel hier in Duval, die Frage ist bloß, wo genau, aber wir werden es schon irgendwie finden. Dort hinten ist es, alles klar. I wonder if these skeletons were normal human beings once. I guess, yeah? But that would mean they're ghosts! Ah! What an effective idea. Leave it to the privileged elite to find a way to make their lives even easier. What? Anyone can post a job request? Why didn't you say anything sooner? Das haben wir, Mila. Du bist nur etwas langsam dran. Gut. Weiter geht's hier mit Elvins nächster Story. Kapitel 2 Geschäftspartner. Alles klar. Hey, how's it hanging? Ja, geht so, geht so. Was? Gut, was liegt bei dir so an? Oder aber alles klar bei dir? Es ist soweit das Gleiche? Trying to make money, of course. It would help if my partner showed up. Vera from the DODA. We've detected a new fractured dimension. Great timing, as always. It's my job. Please review the coordinates that I've sent you. The rift appears to be in Duval. I look forward to hearing your report. They found a new one for you, huh? You gonna take the gig? I wonder what sort of dimension this one will be. Trying to entice me into coming along, huh? It worked. Ich finde es eher ein bisschen verwunderlich, dass, ja, also mittlerweile ständig, wenn wir irgendwie so eine Sidequest von unseren Freunden irgendwie angehen, dass jedes Mal etwas mit den Splitdimensionen zu tun hat, ist schon ein bisschen crazy. Wer ist also dabei? Okay, die drei müssen dabei sein. Wenn wir mal sagen, Mila kommt raus, oder dann noch dabei, Lea, okay, die kann ja auch heilen. Oder jetzt mal Gaius. So, und wenn wir sagen, let's go in die nächste Splitter-Dimension. Ja, ist klar, wie immer. Alter, schon wieder Part 46 sind immer noch im Geld zurückzahlen. Das wird schon irgendwie gut gehen, bis jetzt noch immer geschafft. Also, wie jetzt wohl auch jetzt klappen, wo müssen wir hin? Rede mit den Stadtbewohnern. Ja, sehr weit kommen wir hier nicht, da will man sagen, quatschen wir ein bisschen. Gut aussieht und Geld hat, das ist eine gute Frage, was wir finden würden. Hier sind den sogenannten Geisterart. Bitte was denn? Wochen spricht hier? Wenn ihr finden könnt. Ankommen von den Muscheln. Okay. Bringen wir gerade nicht so unbedingt weiter. Ja, hatten wir schon. Tun wir Freeze Maxi an. Okay. Das ist also nach dem Zeitsprung bereits. Haben wir hier noch irgendetwas? Ein Dorfbewohner? Nö, war. Da will keiner katschen. Doch, vielleicht mit ihm. Das war kein Zug nach Hinterburg. Nicht so gelangen. Schade natürlich. Max anhören. Okay. An ore that no one's seen before? I think we know what that is.
Better not jump to conclusions. Let's find Jürgen and see what he has to say about it. Diese zwei Fahnen sind eigentlich unglaublich. Was Bestellungen auf? Okay, mit den Stadtbewohnern reden. Ja, immer noch, okay. Jürgen, wenn ich den überhaupt, weißt du, der ist allerdings Zeit nur über Steine, sind verrückt. Ja, Kleines, das hat was. Sagen weiterzumachen. Ein bisschen Partner. Okay, dann müsste theoretisch der in der Bar sein, oder? Ja, doch nichts. Cooles Motorenkampf pro Nacht, wie sieht's aus? Nö. Wir müssen sparen und vor allem sammeln. Das heiraten. Okay. Hallo Elbe, bist du nicht losgegangen, mein Proben ist ein Zeug rauszuliefern? Wie mir das erzählt. Ja, wo ist denn der Typ? Ich merke mir doch nicht alles. Schön für Sie, So, ja. I'm actually doing pretty well in this world? Gotta admit, I've got mixed feelings about that. Das kann ich mir gut vorstellen. Dann bist du, nicht wahr? Wenn wir das jetzt geschafft haben. Die wollen nicht quatschen. Geh mal hier rein, war hier muss er theoretisch sein. Zack. Falls ich mich noch richtig erinnere, könnte es sogar stimmen. Mal schon gehört. Okay, nichts von Jürgen sagen. Okay, kann man den auch quatschen? Nee. Sieht nicht so aus. Finanzimmer geht auch nicht. Verdammt mich. Wo war ich denn noch nicht? Okay, hier war ich auch schon. Die wollen auch nicht quatschen. Eine Gesellschaft, dann gibt es einen neuen Händler. Man darf ihn wohl nicht unterschätzen. Jo, das hat durchaus was. Kann ich so bestätigen. Suche, ja, jetzt plötzlich geht's. Ja, super. Alvin? What are you doing here? Did you already finish the delivery? Yeah, about that. The delivery date's changed. Something about a scheduling conflict. Really? That's awfully sudden. Oh, isn't that Leia? What have you been up to? Oh, hey. You know, work and stuff. That reminds me. How's Isla doing? Pretty well, considering. Baby's doing great too, kicking up a storm. You're having a little baby? Wow. Glückwunsch. Wie ist das denn passiert? Ja, das ist jetzt... Luca, ich würde mal so davon ausgehen, dass du so ungefähr Teenage-Alter später bist, also so 18, 19, oder? Solltest du eigentlich schon aufgeklärt sein. Deswegen, R1 finde ich jetzt ein bisschen unhöflich und würde eher mal sagen, Glückwunsch. Thanks. I can hardly believe it myself. Hightail it home already. I'll hold down the fort here. Your old lady's probably eating everything in sight. You're sure you can handle things? Trust me. I've got this. I'll check over the inventory and everything. You got the key? Ah, right. Here. And Alvin, Yeah? you're a good partner. Thanks. Gut hingebogen oder aber stimmt das nicht, Elvin? Ich würde da doch eher die Frage fragen. Nah, just thinking about the past. Are you okay? Couldn't be better. Except I feel like a jerk for lying to the guy. Yeah. Oh, is someone worried about me? Not if you're gonna make fun of me for it. Well, there's no point in you feeling down about it. Besides, we haven't even gotten to the hard part yet. This key, it's for a Helioborg storage facility. Helioborg? Lovely. Let's try not to get lost this time. Ja, wieder auch meinen. Ich kann sicher hier teleporten. Nee, kann ich nicht. Das ist doch mal supi. Verdammt. Okay, gehen wir wieder mal zum Bahnhof. Geht es ein bisschen schneller. Ja, Hinterburg Lagerhaus.
Sind wir doch schon dabei. Was stand da? Elvins Beruf. Aha. Nein. Nimm doch so oder was? Och, Menno. Ja, aber ich muss ja Tricklef? Einen großen Umweg, Freunde. Kannst jetzt hier noch trainieren hier auf der Strecke, aber nee, wisst ihr was? Kein Bock drauf. Liegt vor allem auch daran, weil ich, ja, ganz ehrlich gesagt, relativ schnell abschließen und direkt weitermachen mit der Story. Vor allem endlich wissen, was da eigentlich mit Kronos genau auf sich hat, wann Origin dazukommt, was eigentlich mit der Mila aus unserer Welt passiert ist, wann Muse auf den Plan tritt, ob es irgendwie der ursprüngliche Maxwell auch noch wieder auftaucht und. Es gibt noch so viele offene Fragen hier. Oh. Ja, das ist zwar keine Frage, aber es ist ein guter Moment, um mal einen Kampf einzulegen. Dauert sowieso nicht lange. Super easy. 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 You copying me? Maybe. Ja. Yes, that's what I'm talking about. So, weiter geht's. Im Eiltempo. Elvins Beruf. Ja, von hier aus. I still can't believe you're a businessman now. That's a pretty big transformation for a mercenary. Is it that much bigger than your transition from nursing assistant to journalist? So, let me ask you something. What is it that you find so appealing about your new occupation? Oh, that's fine, just ignore my question. I would say it's being able to buy large quantities of merchandise cheaply. At the moment, you barely need to pay anything in tariffs. Ja, das klingt doch schon mal sehr vom Vorteil. Was denn soll, könnt ihr jetzt fragen, aber kann sie Dinge denn mit so viel Profit weiterverkaufen? Jo. What do you think? That's a designer brand scarf, isn't it? Not just the scarf, the shirt too. A good wardrobe is among a businessman's most powerful tools. Business tools, huh? I wouldn't know much about that. If you're gonna work here, you better learn about it. In Olympias, wardrobe is one of the topics in employee performance reviews. It's directly linked to your salary. You gotta be kidding me. Seriously? Crap, I gotta get some new clothes. And the ability to lie convincingly is another of a businessman's most powerful tools. Tja, das ist Elvin ja gut drauf, wenn wir noch aus Tales of Xillia 1 wissen. Aber ist ein anderes Thema. Niedenstil, okay. Und weiter geht's. In die westliche Region. Wenn wir langsam richtig hier. Oh, sieht zumindest so aus. Blub, 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 blub. Die 100 Galte. Das ist natürlich bei einer Gesamtmenge von 100.000 ist natürlich sehr viel. Wieso passiert sowas immer nur mir? Ich habe ehrlich gesagt auch schon daran gedacht, ob ich mal irgendwie überprüfen soll, ob man da im PSN Store auch schon ja halt Geld kaufen kann. Ich meine, theoretisch könnte es ja sein, dass es geht. Dann wäre es wieder vom Vorteil. Wieso muss ich jetzt da runter? Hä? Splitterdimension? Gibt es hier eine Sidequest? Luger and Julius of this world. Maybe they're just living out a normal life together. As What are you doing home so early? Well, this is an unexpected guest. Unerwartet, das sind Freunde von mir. Hey there. sorry for just dropping in. Any friend of Luger's? So, business seems to be booming. Yeah, no complaints. Who'd have thought little Alfie cries a lot would become such a big deal? Little Alfie? Cries a lot? Come again? Have you forgotten? You used to tell me everything. Of course, you were a lot littler then. I remember when Balin used to make fun of you for being shorter than all the neighborhood girls. Huh? He always had all the brains, even as a kid. I doubt you ever outwitted him. How? Sorry, gotta run. Catch you later, Alfie. Don't let Luger do anything I wouldn't do. What was that about?
Das ist ja eine gute Frage. Heck no. We've never even met. Now that I think about it, when I was younger, this older kid used to babysit us. He was always humming that song. Really? So your babysitter was Julius? Just because it was Julius here doesn't mean it's true in every dimension. But there can't be that many people who knew me when I was a kid. Wow. Can't say I expected this. Never a dull moment with you around. Here, have this. I think you could make better use of it than I could anyway. Don't bother thanking me, just take it. I always look out for my friends. Ja, dankeschön. Okay, ich bin auch ein bisschen überrascht, aber ganz ehrlich gesagt, dieses Spiel darf mich ja gar nicht mehr überraschen. Also von dem her ist ja sowieso alles ziemlich, ja, nicht vorhersehbar, das nicht, aber halt, muss man irgendwie mit allem rechnen. Du. Ich bin ja alles so düster, oder sprich ein bisschen farbloser und so ruhig. Einfach nur verrückt. So kann jetzt bitte schön hier weiterfahren, wäre natürlich sehr verbunden. Ja, geht doch. Was? Nein, nicht die Wall. Kommt auf die Wall? Ich will doch zum Hedioburg-Lagerhaus. Okay. Ja, also so kann ich fahren, aber so geht's irgendwie nicht, oder was? Toblan Höhenstraße muss das sein, ey. Ja, gut, wieso eigentlich nicht? Gibt ja durchaus Schlimmeres. Du. Kleine Elfi. Ja, der war nicht schlecht. Du. So, Musik, wo bist du hin? Die Viecher sind noch da, ist immerhin etwas. 100 galt schon wieder. Sind wir natürlich sehr schnell auf die 100.000. Geil! Oh Mann. So, Art verbessern, natürlich immer geil, immer gut. Werden sich noch ganz viel brauchen. Immer mal ein bisschen mehr. Wie sieht es hier aus? Gibt es da noch etwas? Nee. Apfelgummi, ey. Mittlerweile ein bisschen mehr als nur Apfel. Das kann noch lange dauern. Die verdammten Wildschweine hier. Und tschüss. Du. Ah ja, kommt doch nur. Ihr den noch ein Kläffer, nimmt auch noch mit hier und ein Stück Holz. Na, wieso nicht? Jep. Nö. Du bist mir scheißegal. Ja, wie langsam mal da? Na, endlich mal. Du. Echt unglaublich, wenn mal fast 20 Minuten nur hier herumspaziert. Da gibt's einfach nichts. So kommst du doch echt nie weiter. Du. Ja, also bis jetzt würde ich mal sagen, wenn ihr auch eher so Action-Freunde seid und ständig etwas neue Abenteuer leben wollt, neue Gefahren und so, dann würde ich wohl eher doch zu Tales of Xillia 1 raten als zum Nachfolger. Oder halt Tales of Symphonia war so teilweise auch ein bisschen langwierig nicht, aber das, ja doch, schon ein bisschen. Bisschen langwieriger zwar, aber dafür wurde es nicht immer so sehr gestoppt wie jetzt hier, zum Beispiel mit dem ständigen Schulden zurückzahlen und so. Das war bei Tales. Ja, danke schön, Elvi, wollte gerade etwas anderes erzählen. Ist ja gut, Kumpel. Ja, wollte nur sagen, wie gesagt, bei Tales of Xillia 1 hat es halt irgendwie ständig Action und so, ständig was Neues, so in die ganze Story sich irgendwie geändert hat, du musst wieder etwas anderes suchen, in eine andere Richtung gehen, etc. Und bei Tales of Symphonia war es zwar immer einigermaßen linear, da hat es auch immer Überraschungen drin und so, war halt ziemlich in Länge gestreckt, wie ich finde. Aber hier bei Tales of Xillia 2 ist noch viel schlimmer, also
Du hast zwar eine klare Zielvorgaben und so, weißt, was du tun musst, aber du wirst ständig unterbrochen bzw. gestoppt. Du kannst gar nicht mehr weitergehen. Hinstraße, nee, wollen wir nicht. Okay, wir müssen es hier drin irgendwo finden. Lagerhaus, ja. Gut, dann muss natürlich irgendwo hier drin sein. Oder aber... Aha, nee, ist natürlich... Hier natürlich nichts. Kann ich die Kiste aufmachen? Danke. Springpanzer. Oh, interessant. Ja. Geht zum Helioburg Lagerhaus. Die Frage ist bloß, wo soll das hier sein? Wir haben so einen Hinweis an Elvin bekommen, aber der bezog sich eher darauf, dass wir ziemlich sorgfältig sein sollen. Nicht irgendwie von wegen, ja, dort lang, da musst du hingehen, das ist das Lagerhaus. Fragen über Fragen. Wo geht's denn hier entlang? Ja. Da ist wiederum eine Kiste. Interessant. Naja, immerhin für die ganzen Upgrades und so, also natürlich, wow, 1000 Geld, okay, haben nichts gesagt. Dafür ist es natürlich dann schon wieder gut, wenn man sich sagt, ja komm, wir machen jetzt auch mal so eine Sidequest-Geschichte unserer Freunde, unserer NPC-Freunde, da ist dann schon etwas dabei. For my own selfish reasons, I'm gonna destroy everything that matters to you. I'm sorry, Jürgen. Tja, kann's geben. C'est la vie, Kumpel, c'est la vie. So, wo ist das verdammte Lagerhaus? Geht's zum Hinterburg Lagerhaus? Ja, toll, wie soll das irgendwie entdecken oder finden oder wissen, was es ist? Wir haben zwar einen Save Point, aber ich weiß es trotzdem nicht. Und trotz allem muss ich wieder mal ein paar beenden. Ja, sorry Freunde, ich wünschte auch so, wir müssen weitergehen mit Action und so, aber vielleicht gibt es ja einige unter euch, die denken, ja, ist cool so, es muss genauso weitergehen, damit man wenigstens irgendwie einigermaßen an die 100% des Spiels kam. Und ich glaube, im Vorgänger, sprich Tales Xillia 1, war es noch so, dass ich bezüglich Sidequests ziemlich weit von 100% war. Und jetzt so, ja, man schon natürlich näher, oder? Wenn man halt sagt, ja, man muss natürlich alles 2-3 Mal machen, die ganzen Strecken, um nötige Geld zu kriegen und natürlich auch die ganzen Sidequests, einzelne Charaktere zu machen, einzelne Freunde etc. etc. Dann ist natürlich schon näher an den 100% dran, als wenn man natürlich nur die Hauptstory macht oder halt eben nur das Nötigste. Das ist dann schon so. Okay, das ist natürlich eine Rassel-Höhenstraße. Das ist nicht ganz korrekt, Leute. So. Neue Art erlernt und eine neue Fertigkeit erlernt. Sogar von Lea, okay. Sehr, sehr geil. Ich stapp hier herum, hey, auf der Suche nach irgendetwas, wo ich keine Ahnung habe, wo es sein soll. Aber hey, wir finden ganz tolle Erze. Es sind Erze, nicht die wir unbedingt brauchen oder die wir hier gemäß Evans Geschichte suchen sollen. Das ist natürlich ein bisschen fehl am Platz. Naja, shit happens. Wollen wir sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part wieder hier, immer noch in der Helioburg Festung, irgendwo auf der Suche nach der Wahrheit, wa? Jetzt war ich hier schon überall, muss halt mal hier rein, wa? Mit dem Lagerhaus. Ist das wirklich ein Lagerhaus? Das war für mich eher ein Gebäude als ein Lagerhaus. Naja, wir werden es sehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.